Freunde, ich glaube, das Spiel will mich echt verarschen. Wir kommen zurück zu Majora's Mask 3D. Ja, also ich habe ein paar Lösungen im Internet gewählt, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Und überall heißt's, dass ich bis jetzt eigentlich alles richtig gemacht habe bezüglich Anshu und Kafei. Und sobald ich halt hier, war das genau, Anshu sorgen, sprich wenn ich ihn Glücksbringer gegeben habe, heißt, ihr kennt jetzt Kafeis Gefühle. Schön. Heißt aber auch, jetzt geht's zwar mit optionalen Dingen weiter, sprich wenn ich zum Beispiel bereits in das Zimmer könnte und so weiter und so fort. Im Gasthaus mache ich aber erst halt später mal. Das wäre das eine. Das andere ist aber vor allem, ja, genau, dieser Glücksbringer und so wegen Kafei. Und zwar, wenn ich jetzt am 3. Tag zu Kafei zurückkehre, und zwar ab 13 Uhr, dürfte er nicht mehr dort sein, sondern der Kuriositätenhändler müsste in Kafeis Zimmer sein. Ist er aber nicht. Jetzt gibt es natürlich die Variante oder die Idee dahinter, dass es sein könnte, dass er nicht kommt, weil dieser Sakon-Typ war. Also dieser Sakon-Typ, das ist dieser Dieb. Genau, dieser Dieb. Den haben wir irgendwie am ersten Tag gesehen, als die Oma beklauen wollte. Das ist der gleiche Typ, der da irgendwie Kafeis Maske geklaut hat. Und der soll hier nochmal auftauchen, irgendwie in der Nacht des 2. Tages. Wenn wir ihn halt bereits am ersten Tag verscheucht haben, weil wir halt die Oma gerettet haben, dann kommt er hier nicht mehr und Kafei bleibt einfach in seinem Zimmer stehen. Kann man sich irgendwie so erklären. Ich habe aber nirgendwo eine Bestätigung gefunden. Und jetzt mich kotzt langsam ein bisschen an. Nee, sorry, aber wieso kriegen wir keine Hinweise im Bomber? Nix. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt genau hin muss. Ich muss doch im Spiel selbst einen Hinweis kriegen, was da irgendwie weitergeht. Ja, aber wenn ich natürlich das falsch gemacht habe, also meine Kafei sagte von wegen, no, ich muss irgendwie mit so einem Typen warten, und der kommt natürlich nicht. Aber wie soll man auf die Idee kommen, dass es dieser Sakon sein soll? Was ist eine 50 Rubine? Nee, das ist eine leere Flasche. Du bist auch eine Flasche. Ja, wieso nicht? Ich habe genug Rubine. Nee, ich habe eine Flasche, danke. 100. Alter Schwede. Wie das mit dem gehen soll, dass er uns ein eigenes Lied beibringt, keine Ahnung. Das dann später. Ja, von dem her, Freunde, es gibt hier nicht mehr viel zu tun. Ich meine, theoretisch müssen wir noch sehr viele Dinge machen. Das Schwertchen ausprobieren und so, wo es natürlich nach 100 Team bereits stumpf wird. Aber ich will mal sagen, es bringt nichts mehr und wir spulen zurück. Wir sind bereits am 3. Tag und ja, wie gesagt, wir müssen eigentlich noch viel machen. Vor allem der Kafeis Quest, da gibt es halt 1, 2 Masken, die ich jetzt auch gerne gehabt hätte. Vor allem die eine, die wäre noch geil gewesen. Ja, aber ist halt so, wenn man nicht mehr genau eine Ahnung hat, wie alles funktioniert und sich irgendwie alles so echt biegen muss und man versuchen muss und dann merkt man plötzlich, oh, total falsch. Dann, tja, shit happens, nicht wahr? Geht wohl auch nicht mehr. Da geht noch. Da kommt die Uhrzeit noch rein. Interessant. Ich habe entschlossen, auf ihn zu warten. Ich habe ihm ein Versprechen gegeben. Ich habe Vertrauen. Ich glaube ihm. Anshu, der kommt nicht. Da kannst du knicken, weil wir haben da einen Fehler gemacht. Geil. Also, ja, wir haben einen Fehler gemacht. Das klingt immer so, weil ist eigentlich nicht unser Fehler, ist der vom Spiel. Dass man das einfach nicht mitteilt, dass man dann noch irgendwas machen muss, damit das funktioniert. Was machst du hier oben? Ich habe Rutsch auf der Bombe. Ja, einfach am nächsten Tag wieder. Okay, gut. Ich mache es noch ein einziges Mal. Gehe nochmal zu Kafei, wenn er immer noch nichts sagt oder irgendwie wer anders dort ist. Dann gebe ich das Geld da, das restliche, spule die Zeit zurück und dann mache ich nochmal regulär den ersten Tag weiter. Hallo, bitte beruhigen. Sprich, vielleicht noch 1, 2 Dinge hier in der Stadt, wenn überhaupt, aber ich will natürlich dann mich doch zum 2. Tempel begeben. Dann irgendwie sagen, gut, Kafeis Quest war jetzt ein Reimfall, wir kennen ein paar Dinge und den Rest machen wir halt ein anderes Mal. Ja, ist echt so, weil der Dieb kommt nicht. Deswegen ist Kafei ihm noch hier, ansonsten würde er bereits losgehen und dann würden wir vom Kuriositätenhändler noch 1, 2 Dinge erhalten. Ja, muss fast so sein. Wenn es nicht so ist, dann verstehe ich auch nicht mehr ganz. Man ja sehen, also soll ich echt noch bis 10 Uhr warten und ihn darauf anquatschen. Da gibt uns noch einen Hinweis, wa? Was noch gut für unser Bomberbuch wäre. Ja, könnte sein. Die Hymne schon wieder.
Das falsche Lied, verdammt nochmal, wieso spiele ich jetzt das Richtige? Nö. Nein! Normaler Zeitfluss. Natürlich, Dankeschön. So. Jetzt wie gesagt, gehen wir nochmal also ein normaler Tagverlauf ab. 10 Uhr kann ich rein. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal noch ganz kurz zur Mitte der Stadt. Und geben noch ein bisschen Kohle ab. Dann gehen wir, wie gesagt, zu dem Typen. Dann gucken, was er noch für uns hat. Und dann Zeit zurückspulen. Noch ein bisschen Kohle abholen. Nochmal, dann gehen wir zurück in die Berge. Nochmal das Schwert abgeben. Jetzt am Zeitsprung halt. Machen wir den zweiten Tempel. Komm, das schaffen wir. Haben noch 2 Tage vor uns. Also, ich bin ja kein Pro-Zocker bei Majora's Mask. Also garantiert nicht. Aber, kein total Anfänger mehr in der Zelda-Serie. Das klappt schon. Kriegen wir hin, auch wenn es noch mehr oder weniger blind ist. Ja, krass, war. So, was wollte ich jetzt? Ah, genau. Falsche Richtung gehen wollte ich. Obwohl es eigentlich nachts war. Gut, es ist nicht mehr der zweite Tag, wegen dem Ticket und so. Das Ticket wäre auch noch was, aber das schaffe ich doch im nächsten Verlauf gar nicht mehr, wenn ich in einen Tempel reingehe. Wir kennen zum ersten Tempel noch. Da brauchst du mehr als einen Tag. Hallo, ich hab die Gewinne hier. Und dann sagst du, Mann, ey, das ist doch faul. Ja, ich weiß, ein Tag vorbei und so, aber naja. Also. Der Typ kommt, wie gesagt, nicht mehr, bereits ertrieben, der wegen der Oma und so. Haben wir sonst nichts mehr Spezielles hier, war genau, also Bombenshop dort. Ja, ich kenne mich langsam sicher in der Stadt aus. Eine Stunde wieder da, toll. Bis da geht die Welt schon fast unter. Bin echt gespannt, also jetzt mal theoretisch gesehen, ob jetzt eigentlich alle 5 pro Zyklus neue Infos für uns haben. Könnte ja sein, dass die uns irgendwie, also angenommen, ich würde jetzt einen 3-Tages-Zyklus oder ich würde den irgendwie 10 Mal machen und dann 10 mal 5, 50 Infos, nachher hätte ich alle Sidequests beisammen. Theoretisch halt, war so eine Idee. So, sicherheitshalber weiß er nie. Die Hauptlieder hab ich langsam wieder drauf. Ja, so also war es bei Ocarina of Time 3D. Mein Ocarina of Time konnte ich alle Lieder auswendig, gut, bis auf die Teleport-Lieder für den Tempel, teilweise. Vor allem die für den Schatten- und Feuertempel. Aber dann auf dem 3D, hey, aber dass die Steuerung plötzlich anders war und so, ging plötzlich gar nichts mehr. Und dann ganz besondere Ware, die Maske Nacht, die kriege ich jetzt schon? Wow, 500! Die Maske war geil. Und damit können wir bei der Oma, Alter, Herzteil abgreifen. Ich glaube, das sind 2, war. Einfach noch mit dem Verkäufer quatschen, war. Die Maske Nacht, ist die immer so teuer? 500? Ich glaube, der war immer schon so teuer. Es ist immer eine Maske, die brauchen wir. Okay, ich habe die Ballade des Kronos gespielt. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Okay, mit der Planänderung. Ja, sorry, aber es ist halt echt, da halt ständig irgendwie überrascht wird und mit neuen Infos bekommt. Jetzt ganz schnell mal gucken wegen der Kohle. Und falls wir es echt weit mehr als 500 Rubine haben, dann kaufe ich die mir. Man bekäme es auch günstiger. Naja. 600! Ja. Oh. Ach, deswegen. Ich habe noch die kleine Rubintasche, ich habe die große kriegen. Wo kriegen wir die große schon wieder? Scheiße. Wait mal. Stimmt, ich erinnere mich, die kriegen wir die haben wir gar nicht geholt. Also, ja, also sprich, wir kriegen sie schon, aber ich habe sie noch gar nicht geholt, die große Geldbörse. Deswegen konnte ich auch die Quest da nie machen und Omas Geschichte nie hören. Ich erinnere mich wieder. Stimmt, das war ja so damals. Ach, du Scheibenkleister. Erinnerungen, was?
Erinnerungen. Gut, was haben wir noch alles im Petto bei uns? Die Masken bleiben ja. Pfeil und Bogen. Naja, gut. Bogen schon, Pfeile nicht. Ich hoffe, die Fee bleibt auch. Und ist auch Wurst nicht so wichtig. Die Masken bleiben zum Glück. Das heißt, ich kann mit der Maske natürlich immer wieder bei Anschu die Quest starten. Halt am ersten Tag, war alles klar. Wenn ich dann, also zum Beispiel, ich werde jetzt als Beispiel jetzt halt, ich werde den Tageszyklus neu starten, werde in der ersten Nacht den Dieb nicht fassen und halt sonst alles machen, was mit KVs Quest gemacht habe, wie bisher auch, dann wird's aufgehen. Theoretisch. Nee, wieder so, aber nee, wie's was, nee. Auch wieder ein bisschen Temple-Action und so, ein bisschen was erkunden. Also Freunde, war schön, hat nicht ganz geklappt, wie ich wollte. Naja, so ist ja das Leben. Wir reisen durch die Zeit und erhoffen uns viel. Und die Fee geht auch verloren. Oh, das ist schade, denn ich mochte sie so sehr. Und kann sie gar nicht, aber egal. Dämmerung des ersten Tages. Wir bleiben ein paar Stunden. Südunruhstadt. So, Freunde, mit der ich mal das Lied dran spielen war. Sonst wär sehr doof, ja doof. Ja, bitteschön. Also dann, wie machen wir jetzt weiter? Inventar war klar, viel nachwutscht. Okay, kein Problem. Aber ganz kurz hier gucken wegen ganzen Zeitplänen und so, wa? Das würde ich gerne machen. Einfach mal den Zimmerschlüssel bekommen, wohl, ich glaube, den verlieren wir auch wieder, wa? Ja, verlieren wir den Zimmerschlüssel? Ja, ich glaube, das ist einer von den Gegenständen, wa? Das heißt, wir verlieren den wieder. Gut, ich hatte die Maske sowieso, spielt das Spiel keine Rolle. Ja. Heißt also, die Quest muss ich jetzt nicht machen. Das war was anderes, weil es zumindest. Ja, aber ich kann den Glücksbringer nicht mehr. Also, neu starten ist doof. Das zweite Minispiel fehlt noch hier. Ne, die muss ich, wie gesagt, eigentlich alles ein bisschen kombinieren. Wenn die ganzen Quests rein, wird es aufgehen. Das auch nicht. Ne, wir gehen Norden. Und gebe direkt mal mein Schwert ab. Oh, verdammt, ich hab gar keine Geld. Nein, gar keine Kohle. Scheiße. Ach ja, oh, verdammt, ich habe wieder. Aber das Quellwasser. Moment mal, ich muss das alles überdenken. Alter Schwede. Okay, brauche erstmal 100 Rubine, ganz flott. So. Ein bisschen mehr, man kann nie schaden. 120 Rubine, genau. Übrigens, Freunde, das Schwert wieder, wohlgemerkt. Ist nicht wirklich zerbrochen und so, aber halt wieder normal. So. Also der Zug gefroren, ich muss alles wieder auftauchen mit dem Geholen. Ich habe jetzt eine Maske bereit, sprich ich kann direkt nach oben gehen und dort halt das Quellwasser holen, alles nachher wieder auftauen. Oh mein Gott, hey. Tja, aber ist halt so, wenn man halt nicht alles perfekt timen kann oder nicht mehr weiß, dann ist es ein bisschen doof. Immerhin ein paar Dinge bleiben ja nach dem neuen Zyklus. Ja, seht, was ich meine? Genau das. Gut, kriegen wir aber hin, kriegen wir alles hin. Jetzt muss ich aber erstmal Inventar nochmal checken. Ich habe auch zwar ihre Masken sage ich schon, Flaschen natürlich. Wobei war natürlich auch noch, ich bin wieder mal ganz intelligent heute. Ja, schlechte Idee, da geht es uns nur unter. Ich brauche das Quellwasser. Ohne ist nämlich echt kacke, Mann. Wow. Toll. Kommst du darüber, Link? Und mir darüber kommt. Gut, aber theoretisch müsste das klar, wenn ich alles da auftaue, direkt das Schwert abgebe. Das alles noch am ersten Tag natürlich. Dann den Tempel machen und dann irgendwann mal reinkomme, hoffentlich.
Und dann das schweren Messtag wieder abholen. Nach dem Tempel natürlich. Nach dem Tempel kann ich auch das machen, was ich halt brauche für das letzte Upgrade des Schwerts. Sag's mal so. Ich hatte noch dunkel. Ach, stimmt, das war ja. Oh, verdammt. Das war etwas, was ich damals nur verkackt habe, Freunde. Deswegen wird's lustig. Ja, etwa so. Die Geister sind natürlich nicht mehr hier, weil, ganz klar, die Geister existieren natürlich außerhalb von Raum und Zeit. Deswegen ja auch, dass das Lied, sprich die Zeit, keinen Einfluss auf sie hat. Zumindest erklären wir das gerade ein bisschen so. Geil, Mann, wa? So, jetzt erstmal nochmal spielen, denn ich muss mich ja teleportieren. Ach ja, ein paar Mal, der total verkackt wurde. Wobei es gerade sowieso klüger wäre, KFI's Quest jetzt ganz am Schluss zu machen, weil für einen Teil von KFI's Quest weiß ich nicht mehr, ob es für den war. Nee, für den war es gar nicht, für den anderen halt. Um die Hauptmaske zu bekommen, da muss ich, braucht noch weitere Gegenstände. Die kriege ich irgendwie erst im oder vorm 4. Tempel, ist deswegen ein bisschen doof noch. Ugalaga, Ugalaga, huch, das ist ein ganz nicht so wesen, kleiner, soll wir wieder loaden, ja, machen wir mit einem neuen Schwert. Ja, ist klar, ja, ist mir auch klar, danke für den Besuch, Mann, bis morgen früh. Ugalaga, du bist geil, Mann. Ja, öfters. So, jetzt mal ganz schnell wieder zu... Bis eine Quelle war. Ein bisschen schneller bitte, ein bisschen schneller, sonst ist gleich alles im Arsch. So. Oh. Perfekt, den Rest mache ich jetzt noch nicht, weil ich noch nicht genau weiß, wie lange das hält und was ich noch machen muss. Den alten und dumme Freien bringt eh nichts, der taut sowieso gleich wieder auf. Wieder zu, natürlich, also Friede wieder rein. So, da vorne komme ich ja nicht tot, aber auch Quellwasser, kann ich nachher auch machen. Da war ein Gone oben. Das war eine Deko-Typi, das war natürlich auch. Wo geht's denn hier hin? Hä? Ich bin ja total. Stimmt, ich bin nur hier. Michael, total reloaded, das ist natürlich verwirrt. So ein Imbiss, muss den Grundstamm betreten? Ja, mit einem Grundstampfer. Halt, okay. Beeil dich! Danke! Ja. Das weinende Baby. Was ist denn hier los? Der denn raus bei Queen of Time war? Ja Mann, du bist am Leben, du wärst tot, aber das ist eine Lüge. Willkommen zurück, da kommt die Sonne auf den Kampf vor. Der Sohn des Elzen hat nicht auf zu weinen. Oh, so ein Baby. Du bist ja Tamani, du sollst nicht tot sein. Okay, meine Schritte verwehrt, Hilfe. Wer ist da unten? Oh, scheiße, aber schon toll, du sollst das hier nichts kaufen. Okay, wir können trotzdem mal reingehen. Koronenshop. Sieht ein bisschen crazy aus. Na klar, noch fließend Wasser. Hey, ist das eine Angelstelle hier? Nee, sieht fast so aus. Total überteuert war, hieß es. Oh, 80 und so. Ja, das ist schon ein bisschen teuer. Und wir gehen wieder. Tschüssi, Kochowski. Du kannst mich mal. Ich heul's, wenn ich will. Ja, man hört's. Boah, wenn ich das nicht leiden kann, sind es weinende Babys. Ich meine, klar,
Babys müssen weinen, das ist alles verständlich, aber ich kann dieses Geschrei einfach nicht ertragen. Zum Glück habe ich keine Kinder. Das mal so zu formulieren. Das Kotelett ist nicht am Hahn, wir glauben, du wärst tot, aber du lebst. Hey Elvis, wie geht's? Du warst die ganze Zeit über. Und Elvis glaubt, wir werden zugestoßen, gehen an zum BKBern, ja. Bitte beeil dich. Ja, ich gehe ja schon. Ah, so Scheibenkleister. Freund, sieh doch, die Fackeln im Brand sind erloschen. Naja, ist leider so. Geht das jetzt schon, ist er wieder. Nee, kann ich erst später dann entzünden. Ja, das werden ja. Werden wir nie wieder schaffen können. Ja, weiß ich ja. Hallo. Papi, mir ist kalt, Papi, Dami, wo ist mein Papi, wo ist mein Papi? Ja, der ist zugefroren. Der ist doch kacke. Alter, das halte ich nicht aus. War noch irgendwie was mit Herzzahlen so etwas und da irgendwie. Ich glaube zumindest mich zu erinnern, dass da irgendwie was war in der Art und Weise. Natürlich gar nichts denen. Man muss echt gerade gehen, wa? Ich weiß nicht, wo dein Papi ist. Doch, ich weiß schon, aber ich sag's lieber nicht. Da verliere ich mich auch. Da hätte dort irgendwie mein Herz darunter geschossen. Oder was, vielleicht Ocarina of Time? Ich weiß doch nicht mehr. Muss erstmal raus, das Geschrei hätte ich echt nicht aussehen. Gut. Ja, wenn man sagt, trotz allen Partys vorbei, ich werde jetzt trotzdem noch ganz kurz mal zum alten Typi gehen und ihn das mal verklicken, wegen, du dein Baby schreit und so. Da bringt's ja was. Und wenn nicht, dann geht's im nächsten Part weiter mit der Lockenratesuche. Lieber zwei als einen. Plupp. Das ist doch geil. Jo. Teleportations. Geil, Mann. Na, guck mal, jetzt geht's gleich wieder besser, wa? Wo bin ich? Oh, schon so spät, muss ich beeilen, geht's halt, wir können später reden. Ja, der gleiche Mist, aber der friert doch gleich wieder ein. Du bist der Mani, bist nicht tot, als nicht etwa. Ich für das Berges, wurde zum Tag gehalten, wenn es unmöglich, wende mich nicht ab. Den Sohn zu beschützen, dann ist er verschwunden. Deinem Sohn geht's nicht gut. Er hat mich vermisst. Woher weißt du das? Mein Sohn vermisst mich. Mein Kind, man muss beeilen. Da Mann, ich glaub, den weiß wieder, irgendwas kennt mich nicht länger. Wenn du Mitgefühl für meinen kleinen Sohn verspürst, dann wiegt ihn zusammen mit diesem Klängen in den Schlaf, lauscht dem Klammern der Trommel. Und eins für dich gespielt, nur klein war's. Eine ganz kleine Trommel. Lass mich noch einmal spielen. Also hätte er vergessen. Ja, und jetzt? Der bringt mir nur den Anfang bei. Will er mich gerade verarschen? Was das ganze Lied, alter Knacker! Ja, da bringt er total. Das Schlummerlied-Intro. Ja, Mann, wir sind Goron-Link, wir haben's drauf. Geil, Mann. Ja, so ungefähr. Du kannst bei dieser Kälte nicht besser spielen. Auf jeden Fall zähle ich auf dich. Ja, was machen wir jetzt? Ich würde trotzdem mal sagen, wir gehen wieder. Hab keinen Bock mehr drauf, Freunde. So, Hull heiße. Wir gehen nochmal zurück zum... Ja, Björnhal zur Bergsiedlung.
Dann spare ich ab. Im nächsten Part gucken wir weiter, ob das in dem Zoom bereits hilft, wenn wir das vorspielen. Wenn ja, gut. Wenn nicht, kacke. Müssen wir weiter gucken. Und hoffentlich im nächsten Part betreten wir den zweiten Tempel. Ja, viele sind es nicht. Es sind bloß 4 insgesamt. Bis dahin. Tschüss.